Joni und Elias verbringen tagtäglich ihre Zeit miteinander im Büro. Außer am Donnerstag Und am Montag. Okay. Schaffen die eigentlich auch noch? Also am Sonntag manchmal. Ja. Zuerst möchte ich mal sehr gerne wissen, wer von euch nervt die Steffi mehr? Also, ob du sie mehr Ich sicher nervst nicht. oder ich sie mehr, dann bist du sicher ich, oder? Das ist jetzt ziemlich klar. Ja, gut. Sie nervt mich aber noch wunder wie. Ich finde nicht. Nerv ich dich eigentlich, Wir Steffi? nehmen Steffi. Wir nerven sie eigentlich nicht, oder? Nein, also, Also sie hat Ich- immer noch Ich glaube, ausgehalten Steffi mit eben, nervt also, euch. sie ist noch nie irgendwie stempelnd aus dem Büro gelaufen. ihr. Genau. Wer von euch pflegt den Bart besser? Nein. Das wäre wahrscheinlich schon ich. Er schneidet dann sicher mehr. Also das wäre ich. Ja. Okay. Ja. Weil ich muss ihn mehr schneiden und Konturen und so. Mein täuscht eigentlich. Er sieht gepflegt aus, aber... Wer verbringt mehr Zeit auf Social Media? Ja, der Joni, eindeutig. Also du glaubst etwa einmal im Monat oder so. Ja. Und ich like auch nur GVC-Sachen. Alles Und KTM. Ja, genau. Also die zwei. Wer putzt den anderen, um neue Sachen auszuprobieren? Ja. Ich glaube schon du. Ja, ich habe schon vieles gelernt, seit sie 2 da sind. Das finde ich gut. Aber schön. Wer von euch hat die grösste Unordnung? Unordnung. Das Puff, grösste Das Puff. Puff ist ja das. Auch wieder klar, hä? Ja. Ja, ja. Ja. Nein, das ist. Genau. Wobei, es hat schon System. Also vielleicht müsste man auch so sagen, was Ordnerstrukturen im PC, auf dem M, also wie so ein Stimmt, da bin ich ist mega wirklich- ordentlich. Ja. Digital habe ich Ordnung. Schön, immer Null und eins ist Im digitalen Leben hast du total Genau. Ordnung. Wer von euch würde dir sagen, ist romantischer? Oh. Aha. Du. Ich habe mich. Ah, das ist ja nicht. Ah, ja, gut. Können wir dir das mir mitgeben jemand anders voneinander? Ah, also dann Erzählt, bist wie du du über. Miriam überrascht hast. Ja, aber du hast noch nie erzählt. Also bin ich sowieso. Da bin ich sowieso. So sag ich. Auf Nizza fliegen überraschend an ein Konzert stimmt, und das so. ist- hä? Ja, das ist. Simi, Ja, hörst du doch, das? Ja, Wer von euch hat einen besseren Orientierungssinn? Ich erinnere nur an die Haifa. Oh nein! Ich wollte eigentlich sagen, ich, aber da gibt es Nein, wirklich nein, das ist eine nicht- Erfahrung, wo, ja. Wer von euch jammert mehr, wenn er krank ist? Nicht schauen. Nicht schauen! Jetzt hört ihr mal auf Beschissen. Ich bin schon ein Jammerin. Also so, du bist bis jetzt glaub ich, einfach mehr krank gewesen. Ja, eben. Von dem her mehr der Der Elias. Hast du immer so die typische Nein, Also Männer? wie viel Mal, als ich krank war, weisst es du gar nicht. Die arme Miriam. Ja, wirklich. Ich habe dann schon Männergrippe. Es ist immer die Männergrippe, egal was ich habe. Ganz klar. Das ist schon tragisch. Okay. Guten Morgen miteinander. Ja, ich habe das Privileg, mit diesen zwei im Büro viel Zeit zu verbringen. Und ich kann euch sagen, es ist genial. Ich liebe es. Es ist ein Privileg, darf mit euch im Büro zu sein. Es ist sehr unterhaltsam zu gewissen Zeiten. Ja, wie gut sind die Videos? Wir haben vor jeder Predigt in dieser Serie You and Me so ein Video, wo man ja oft an Hochzeit gerade so sieht, oder? Mit diesen Schuhspielen. Ich finde das genial. Ein Stück weit zeigt es auch so ein bisschen Beziehungen auf, wie unterschiedlich wir sind, gerade auch bei Mann und Frau ein Stückchen mehr und zum Teil auch wie komplex, dass so Beziehungen können sein, wie wir eben so unterschiedlich sind. Wir sind letzte Woche in unsere neue Serie gestartet, You and Me, und das ist eine Serie, wo es um Beziehungen geht. Es geht um Beziehungen auf allen Ebenen. Und der Elias hat einen Start gemacht und ist trainiert gestartet und hat uns aufgezeigt, wie wichtig das Beziehungen für uns sind. Wir haben einen Gott, der selber in sich Beziehung lebt, in der Trinität. Und der Gott hat dich berufen, dass du echte, gute Beziehungen darfst leben in deinem Leben.
Der Elias hat uns anhand der Geschichte von Ruth und Naomi in der Bibel aufgezeigt, wie es eben in Beziehungen um mehr geht, als einfach zu empfangen, zu bekommen, was wir uns vielleicht wünschen, was vielleicht unsere hohen Ansprüche sind, sondern dass es ein Stück weit eben in erster Linie darum geht, dass wir uns verschenken und dass wir uns investieren. Und sich in andere Menschen investieren, Beziehungen, das ist so ein Schlüssel. Ich persönlich darf das auch immer wieder erleben. Es ist nicht so, dass ich das immer so gut kann, aber ich erlebe das gerade in Frauenfreundschaft oder ich erlebe das auch in der Ehe mit dem Joni. Wir haben zum Beispiel beim Start unserer Beziehung gesagt, hey, unser Motto soll es sein, dass wir einander bevorzugen. Und wir erleben das so bereichernd, wenn wir einander bevorzugen in unserer Ehe und das ist einfach begeisternd. Es ist eine ermutigende Geschichte, da heute oft in Beziehungen die Erwartungen sehr hoch sind. Und darum, wenn ihr nicht da sind, es lohnt sich zum Nachhören auf unserem Podcast. In dieser Serie wollen wir nochmal neu entdecken, was die Bibel zum Thema Beziehungen sagt. Beziehungen auf verschiedensten Ebenen. Weil unser Leben ist doch voll mit verschiedenen Beziehungen. Beziehungen können so erfüllend sein, sie können so wunderbar sein, aber gleichzeitig haben sie doch auch so ein bisschen das Potenzial, zum sehr frustrierend zu sein. Manchmal fordert es uns raus oder es kann einfach mühsam sein. Und darum glaube ich ganz fest, dass Gott dir und mir nochmal Weisheit geben, nochmal Klarheit geben zu diesem Thema, im Zusammenleben miteinander. Und nicht nur für uns, sondern auch, dass Menschen außerhalb der Kirche, Menschen, die nichts mit dem Gott zu tun haben, dürfen unsere Beziehungen in der Kirche sehen oder untereinander, dürfen anschauen und merken, wow, hey, die schaffen es irgendwie. Und vielleicht mal, dass für einen Rat kommen oder sagen, ja, ich will da Teil von so einer Beziehung werden. Das begeistert mich. Wir alle wünschen uns doch Beziehungen, die echt sind, Beziehungen, die Tiefe gehen, Freundschaften, wo man nachfragt, wo ein Interesse von beiden Seiten kommt, eine Partnerschaft, eine Ehe, die transparent und bereichernd ist, die einfach gut tut. Und für so Beziehungen ist etwas maßgebend wichtig. Und zwar der Schlüssel für echte und gute und tiefe Beziehungen, oder einfach generell für Beziehungen, ist, dass wir ein gesundes Herz haben. Ein gesundes Herz, was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir auf unser Herz achten, dass wir unserem Herz Sorge haben, vielleicht auch pflegen, damit es in einer Freiheit leben darf, das darf befreit sein. Unsere Beziehungen, da kommt gerade so ein Herz, unsere Beziehungen haben nämlich so viel mit dem Herz zu tun. Oder? Wir geben unser Herz ein Stück weit in eine Beziehung hinein. Wir öffnen unser Herz, um eine Beziehung zu leben. Und darum ist es wichtig, dass es gesund ist. Weil gerade dort, wo die Herzen stark verletzt sind, dort wird es umso schwieriger, weil es automatisch Auswirkungen hat auf meine Beziehungen. Und was wäre ein Herz, was wäre eine Beziehung, wo kein Herz drinnen steckt? Sprüche 4,23 sagt Folgendes: Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Also es sagt so gut, dass aus unserem Herz das ganze Leben fließt. Es ist nicht einfach nur ein Bereich, es ist nicht einfach nur 1, 2 Beziehungen, die beeinflusst werden, sondern das ganze Leben. Das ganze Leben. Und ich habe sehr schnell gelernt in meinem Leben, das Motiv von meinem Herz, früher oder später das Motiv in meinem ganzen Leben wird. Das bedeutet, das, was sich in meinem Herz abspielt, dass das einen Einfluss hat auf meine Gedanken, dass es einen Einfluss hat, wie ich mit Menschen umgehe, dass es einen Einfluss hat auf meine Entscheidungen und schlussendlich auch auf meine Beziehungen. Es spielt also eine wichtige Rolle. Und die Schwierigkeit an dem Ganzen ist ja, der Vers sagt, hey, behüte dein Herz. Also unser Herz ist so schützenswert, aber gleichzeitig müssen wir darauf aufpassen. Oder? Aber ohne unser Herz in eine Beziehung hineinzugeben, können wir keine tiefe und echte und gute Freundschaften leben. Und vielleicht sitzt du da heute Morgen und du kennst das Problem. Vielleicht leidest du vielleicht sogar ein Stückchen weit an dem, wie das eine Reaktion sein kann. Dass man das Herz nicht mehr in Beziehung geben, dass man das Herz nicht mehr öffnet, vielleicht aus einer Angst, dass man verletzt werden kann. Oder gerade Menschen, die ganz, ganz, ganz stark verletzt worden sind, die können mega stark darunter leiden und sind nicht mehr in der Lage, offene und tiefe Beziehungen zu führen. Und darum möchte ich mit euch heute Morgen
anschauen, wie könnten wir so ein gesundes Herz behalten und trotzdem tiefe, echte, gute Beziehungen ausleben. Auch dort, wo das Risiko ist, dass wir mal verletzt werden können. Und ich möchte mit euch in die Bibel tauchen. Und dort sehen wir eine Geschichte von einer Familie. Und dort will wir so ein paar Punkte rauspicken, die uns helfen können in diesem Bereich. Es ist eine Geschichte, die im Alten Testament beschrieben wird. Und zwar ist es die Familie von Jakob. Und diese Familie hat gewisse Beziehungsschwierigkeiten gehabt. Vielleicht kennt ihr die Geschichte vom zweitjüngsten Sohn von Josef am besten. Die ist sehr bekannt. Und ich kann auch sagen, der zweitjüngste Sohn, der Josef, der hat es nicht immer so einfach gehabt mit den älteren Brüdern. Vielleicht sitzt du da und du bist selber Jüngste und du weißt, von was ich rede. Ich habe nämlich 3 ältere Brüder und ich weiß, was das ist. Wer ist Jüngste? Gibt es Leute, die Jüngste sind? Oh, das ist nicht immer einfach mit diesen älteren Geschwistern. Alle Ältesten würden jetzt sagen, ja. Joni war Ältester. Egal. Zurück ins Thema. Hey, wir tauchen jetzt miteinander in die Bibel ein. Und wenn ich das so durchlese, wünsche ich mir, dass du mal in die Augen oder in Personen hineinkommst, also Brüder. Nicht, dass du die Geschichte anschaust von Josef seiner Seite, sondern die Perspektive der Brüder. Und dann gehen wir da miteinander durch. 1. Mose 37. Jakobs Sohn Josef war inzwischen 17 Jahre alt. Seine Aufgabe war es, die Schaf- und Ziegenherden seines Vaters zu hüten, zusammen mit seinen Halbbrüdern, den Söhnen von Bilha und Silpa. Zu Hause verriet er seinem Vater, was die Brüder Schlechtes taten. Stopp. Für Brüder hätte das wie so ein Stich müssen sein, dass der Josef gegangen ist und dem Vater erzählt hat, was sie alles Schlechtes gemacht haben. Und vielleicht kennst du das auch von deinem eigenen Leben, dass jemand anderem so deine negative Seite unter die Nase gegeben hat. Und das hat dich verletzt. Es ist so ein Stich ins Herz. Wir lesen weiter. Jakob liebte Josef mehr als alle anderen Söhne, weil er ihn noch im hohen Alter bekommen hatte. Und gerade nochmal so einen Stich ins Herz für Brüder. Vielleicht kennst du das auch, dass du jemanden gern hast, eine Person, und diese Person liebt jemand anders mehr, bevorzugt jemand anders mehr, oder es ist einfach wichtiger, als du es bist. Darum ließ er für ihn ein besonderes, vornehmes und prächtiges Gewand anfertigen. Gerade nochmal so ein Stich ins Herz. Und du vielleicht etwas siehst, was du auch gerne bekommen hättest, aber jemand anderes hat es bekommen. Jemand anderes bekommt mehr als du. Du findest, du hättest es auch verdient. Natürlich merkten Josefs Brüder, dass ihr Vater ihn bevorzugte. Sie hassten ihn deshalb und konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Nochmal so ein Stich, wo der Bruder bevorzugt wird. Und wir lesen, dass sie ihn gehasst haben. Die Stiche, die Verletzungen haben Hass ausgelöst, Neid und Eifersucht. Eines Nachts hatte Josef einen Traum. Als er seinen Brüdern am nächsten Morgen davon erzählte, wurden sie noch wütender auf ihn. Hört mal, was ich geträumt habe, rief Josef. Also, wir waren auf dem Feld und banden das Getreide in Garben zusammen. Da richtete meine sich plötzlich auf und blieb aufrecht stehen. Eure dagegen bildeten einen Kreis darum und verbeugten sich tief vor meiner Garbe. Was? Du willst also König werden und dich als Herrscher über uns aufspielen, schrien seine Brüder. Nahm so einen Stich mit ins Herz der Brüder. Die Josef hat nichts dafür können, dass er einen Traum bekommen hat von Gott, aber es ist die Art und Weise, wie er das so selbstverherrlichend den Brüdern erzählt hat. Und vielleicht kennst du das. So Kommentare, wo Leute über dich gemacht haben, dich angesprochen haben, vielleicht auf eine bisschen plumpe Art, vielleicht so auf eine unabbrachte, unfeinfühlige Art und Weise. Und es hat dich verletzt. Sie hassen ihn nur noch mehr, weil er das geträumt und so selbstherrlich davon berichtet hatte. Bald darauf hatte Josef wieder einen Traum und auch diesen erzählte er seinen Brüdern. Und gerade nochmals das Gleiche, ein Stich mitten ins Herz der Brüder. Wir sehen also, die Beziehung zwischen dem Josef und seinen Brüdern war nicht sehr gut gewesen. Es hat einen grossen Konflikt geherrscht. Und das Erste, was passiert ist,
Das sind die Stiche, die Verletzungen. Am Brüder von Josef sind verletzt gewesen, ihre Herzen sind verletzt gewesen. Und so eine Verletzung löst auch gleichzeitig immer ein Gefühl in uns aus. Vielleicht Hass, Wut, so wie die Brüder das erlebt haben. Zorn, Neid, vielleicht aber auch eine Traurigkeit, die wir tief in unserem Herzen erleben. Und ich möchte dich fragen, ob du das kennst, so Stich in deinem Herz. Ich möchte dich fragen, was für Gefühle sind das, die zum Vorschein gekommen sind in deinem Leben? Was waren die Reaktionen? Die Folgen davon waren, dass die Brüder sich aus dem Staub gemacht haben. Sie haben gesagt, hey, mit dem Josef wollen wir gar nicht viel zu tun haben. Sie sind dann nach Sichem gegangen und ein Stück weit sind sie dem Konflikt aus dem Weg gegangen und davon geflohen, könnte man sagen. Oder? Vielleicht kennen wir das auch, Konflikt, und wir gehen dem aus dem Weg. Wir gehen weg, aber die Geschichte ist es so gewesen, dass der Konflikt ihnen gefolgt ist. Der Vater von Josef hat ihn natürlich gebeten, dass er zu seinen Brüdern nach Sichem geht und dort schaut, wie es ihnen geht. Und der Josef ist gegangen und es war der letzte Tropfen, der das ganze Fass zum Überlaufen gebracht hat. Die Folgen davon waren, dass es einfach eskaliert hat. Die Brüder haben den Josef gesehen, sie sind so hässig, sie sind so wütig. Sie haben gesagt, weißt du, den bringen wir gerade um. Und dann haben sie ihn aber verkauft, wie gerade so eine Karawane mit Kaufleuten vorbeigezogen ist. Und wir sehen hier die Folgen von einem ungeklärten Konflikt oder die Folgen von Verletzungen in unserem Herzen. Die Folge ist, dass es irgendwann eskalieren kann. Die Folge ist, dass es irgendwann nicht mehr geht und die Auswirkungen können für eine Beziehung tödlich sein. Der Josef war für sie tot. Die Beziehung war tot. Aber für den Vater hat es viel Leid bedeutet, weil er der Lieblingssohn war von ihm. Und wir sehen am Schluss dieser Geschichte, wie wieder eine Wiederherstellung stattfinden konnte von dieser Beziehung zwischen Josef und den Brüdern. Als ich mir das so vorbereitet habe, habe ich mir überlegt, hey, wie oft erleben wir doch in unserem eigenen Leben die genau gleichen Muster. Vielleicht nicht ganz so hart wie in dieser Geschichte, aber wie schnell können wir im Herz betüpft sein? Wie schnell können wir uns angegriffen fühlen? Wie schnell können wir verletzt sein? Oder wirklich, du wirst vielleicht schwer verletzt wegen etwas. Vielleicht durch unangebrachte Kommentare. Vielleicht, dass Menschen, Freunde, schlecht über dich reden. Vielleicht auch Erwartungen, die du hast in der Ehe und die Erwartungen werden nie erfüllt und es verletzt dich. Vielleicht aber auch in deiner Familie, Beziehungen, wo du das Gefühl hast, hey, ich bin immer schwarzer Schaf. Und ein Stück weit komme ich immer wieder zu kurz. Oder ich werde übersehen oder andere werden vor mir gesehen. So das schwarze Schaf. Und eine Ursache ist sehr oft das Vergleichen in Beziehungen, in Freundschaften. Das Vergleichen, wie jemand anderes vielleicht ankommt bei anderen Leuten, wie eine Person aussieht, was er oder sie kann, vielleicht auch gerade im Geschäftsleben. Das Vergleichen, wie die anderen Ehe leben, wo sie es besser haben als ich. Vielleicht auch das Vergleichen in der Ehe, Ehemann, Ehefrau, wer macht mehr? So Milchbüchli-Rechnung, oder? Vielleicht das Vergleichen im Beziehungsstatus. Ich wäre gerne geheiratet, aber ich bin es nicht. Es ist irgendwie frustrierend. Und umgekehrt, Kind und es läuft viel und die ist Single und ich wäre es gern. Und so schnell wird Vergleichen zu Eifersucht und zu Neid in unserem Leben. Und die Folgen von dem sind, dass wir ein betroffenes Herz haben. Die Folgen sind, dass Neid, Wut, Stolz oder auch Geiz kann wachsen oder Traurigkeit in unserem Herz. Es führt zu vergifteten Beziehungen, Verletzungen können erneut passieren. Und was passiert? Man kann sich einfach so schnell zurückziehen, wie die Brüder von Josef. Und ich möchte dich fragen, ob du das kennst und ob dir das bekannt vorkommt in deinem eigenen Leben. Im schlimmsten Fall geht es noch weiter, dass es noch grössere Folgen hat, dass es eskaliert, dass es Streit gibt, dass von Freundschaft vielleicht sogar Feindschaft entsteht, dass man nichts mehr miteinander zu tun hat, sich ganz trennt, separate Wege geht, dass man sich sogar vielleicht scheiden lässt oder Gewalt ausgeübt wird. Und wenn ich das so höre und mir vorstelle und überlege,
dann kommt mir der Vers vom Anfang wieder in den Sinn. Sprüche 4,23. Achtung! Alles Leben fließt aus meinem Herz. Mein Herz beeinflusst meine Beziehungen, dort, wo ich drinnen stehe. Ein Stück weit ist es natürlich normal, dass wir Herausforderungen erleben in Beziehungen, dass es nicht nur harmonisch und perfekt ist, das haben wir dann eines Tages mal im Himmel. Aber die Frage ist ja, wie können wir ein gesundes Herz behalten in unseren Beziehungen? Und wie können wir gesunde Beziehungen führen? Und für das braucht es so eine Herzenshygiene. Oder wie es auch immer wieder so eine Zahn- und Mundhygiene braucht es eine Herzenshygiene. Wir brauchen Zahnhygiene, wir müssen Zähne putzen, sonst fangen sie an zu faulen, gehen kaputt. Und es tut uns irgendwann weh. Und genauso ist es eben auch mit unserem Herz. Es braucht eine gewisse Hygiene. Und zwar mit der Wahrheit, die Gott über uns sagt, können wir unser Herz schützen. Wir müssen die Wahrheit Gottes so um unser Herz herum schützen und ich sage mal so, einpacken. Und zwar ist es wichtig, dass wir auf unsere Gefühle achten, dass wir unsere Gefühle erkennen, denn sie sind Anzeichen im Leben, wenn das Herz verletzt ist, oder? Wenn vielleicht jemand sagt, du bist so dumm, das löst etwas in dir aus, oder das kann etwas auslösen. Aber die Frage ist dann, weiss ich, was Gott über mich sagt? Weiss ich, was wirklich die Wahrheit ist? Kenne ich meine Identität und kenne ich auch meinen Wert? Weil je mehr dass du das weißt, wer du bist in Gott, desto weniger wirst du dich durch andere Menschen hinterfragen und verunsichern lassen. Und desto weniger werden die Angriffe von den Pfeilen in das Herz kommen, wie es abstoßend aufprallen auf die Wahrheit von Gott und gar nicht dich verletzen. Deine Identität, wie Gott dich sieht, ist der beste, natürlichste Schutz für dein Herz. Wie wenn wir unsere Identität an etwas festmachen, vielleicht an dem, was andere sagen, wo andere finden, wie andere sind, hey, dann werden wir immer wieder verletzt. Und es gibt Stich ins Herz. Weil nur Gott kann wirklich sagen, wer du wirklich bist. Ich persönlich kenne das von meinem Leben. Früher bin ich sehr, sehr viel mit einer Freundin umgehängt, habe viel mit ihr unternommen und ich habe sie so gern immer noch. Aber wir haben uns sehr oft gegenseitig verglichen, oder? Ich habe geschaut, wie kommt sie an, sie hat bei mir geschaut, wie komme ich an, was hat sie gemacht, was hat sie für Möglichkeiten im Leben und so weiter. Ich habe mich oft verglichen mit ihr und ich habe gemerkt, es ist manchmal wie so viel, das direkt in mein Herz hineingeht. Und ich habe gemerkt, unsere Beziehung, wir hatten so oft Konflikte gehabt, oder irgendwie sind uns einfach so ein bisschen aus dem Weg gegangen. Und dann, vor mehreren Jahren, habe ich angefangen, meine Identität mal wirklich anzuschauen. Und wirklich wollte ich verstehen und ich habe angefangen, Gottes Wahrheit so um mein Herz herum eigentlich zu tun, wie ein Schild, das mein Herz schützt. Und ich habe verstanden, wer ich bin, dass ich einzigartig bin und nicht muss nach links schauen, nach rechts schauen, um mich zu vergleichen, sondern geradeaus schauen auf Jesus, was er für eine Bestimmung und einen Zweck für mich im Leben hat. Und ich sage, das hat so geholfen, wie jedes Mal, wenn so viel hätte kommen können, dann prallen sie auf Gottes Wahrheit. Und heute freue ich mich so mit ihr. Ich vergleiche mich nicht mit ihr, sondern ich freue mich mit ihr. Es ist eine echte Freude. Und es ist kein Problem mehr und unsere Beziehung ist so gut wie noch nie. Das ist die Wahrheit von Gott, die schützt wie ein Schild vor Lügen, vor Sünde, wo unser Herz bekommt. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen in unserem Leben. Es ist so maßgebend wichtig. Ich gebe euch nochmal ein Beispiel. Ich habe vor wenigen Tagen eine Freundin getroffen und sie ist gerade vom Arbeiten gekommen. Ich habe sie gefragt, wie geht es dir? Und sie sagt, ja, Mann, ich habe mich so aufgeregt über meine Chefin. Und ich so, ja, was ist denn los gewesen? Und dann hat sie mir erzählt, dass sie jetzt gerade 8 Stunden am Arbeiten war, als Sozialpädagogin. Und sie fühlt sich so müde, weil sie jetzt so eine anstrengende Person um sich hatte, den ganzen Tag. Und sie war so müde am Abend. Und sie war einfach froh, sie konnte heimgehen, sie hat nicht mehr mögen, keine Energie mehr gehabt. Und dann ist sie der Chefin begegnet und die Chefin sagt, hey, wie war dein Tag? Und sie hat ihr genau das erzählt. Und die Chefin schaut sie an und sagt, hey, das ist doch ein normaler Arbeitstag, das ist auf Fall dein Job. Und sie hat gemerkt, wie so um viele Kunden, bam, ihr Herz, und sie hat sie so aufgeregt, die Aussage. Und ich habe so ein bisschen nachgehakt mit ein paar Fragen, so ein bisschen, ja, wieso regt dich das so auf? Und plötzlich haben wir herausgefunden, dass für sie den Eindruck erweckt hat, dass die Chefin zu ihr sagt, weißt du was, eigentlich bist du nicht gut genug. Weil 8 Stunden so arbeiten, da solltest du dich nachher gut fühlen.
Und ich habe sie gefragt, ist das die Wahrheit, die Gott über dich sagt? Sie sagt, nein. Ich so, weißt du, was Gott sagt über dich? Du bist genug. Du musst dich nicht von anderen beurteilen lassen, was andere finden über dich, sondern du bist genug. Und du darfst einmal müde sein, du darfst einmal weniger Energie haben, weil Gott gibt dir Kraft. Und sie ist am nächsten Tag anders arbeiten, oder? Sonst hätte sie gedacht, die ist Chefin. Und dann hat sie es einordnen. Gottes Wahrheit. Und schau, du und ich, wir haben dieses Herz in der Hand. Also das ist jetzt bildlich gesprochen, das ist schon noch da drin. Wir haben dieses Herz in der Hand. Und du allein hast die Verantwortung über dein Herz, nicht dein Partner, nicht deine Freunde, nicht deine Eltern. Du allein hast in der Hand, was du da reinlässt und wie du dein Herz bewachst. Und die Identität, die bekommen wir durch Gottes Wahrheit, die wir in der Bibel finden. Und ich würde dir zurufen, hey, such sie, sprich sie dir zu, lies sie dir vor, meditiere sie für dich, wie das auch immer am besten für dich ist. Ich muss mir das auch immer wieder sagen und zu mir preachen und die Wahrheit mir sagen. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, wo brauchst du noch mehr Gottes Wahrheit in deinem Herz? Und Singles, das beste Geschenk, das du deinem Partner machen kannst, ist, dass du die Identität in Gott findest, dass du eben genau dein Herz mit dieser Wahrheit umhüllst, dass du von Gott abhängig bist und nicht von einem Partner, was er sagt, was er findet und dass nur er oder sie dir Sicherheit geben kann. Es ist das Beste, deine Identität in Gott finden. Und ich persönlich finde, es gibt nichts Attraktiveres. Trotzdem gibt es immer wieder Verletzungen in Beziehungen. Und da geht die Herzenshygiene nochmal ein Stückchen weiter. Dort, wo Verletzungen passieren, dort ist Vergebung der Schlüssel. Um ein gesundes Herz zu bewahren in Beziehungen, müssen wir einander vergeben. Und ich finde, jemandem vergeben kann manchmal so herausfordernd sein, oder? Weil unsere erste Reaktion, wenn wir verletzt werden, wenn uns Unrecht angetan wird, dann wollen wir doch einfach, dass der andere das auch spürt. Dass er genau das spürt, dass es uns irgendwie ein bisschen wehtun hat, dass es nicht ganz okay ist. Und Unvergebung kann sich doch manchmal so gut anfühlen. Oder? Wir haben das Gefühl, wir haben so etwas in der Hand gegen den anderen, aber eigentlich schadet mir uns selber am meisten. Dort, wo wir Menschen nicht vergeben, hey, dort schaden wir uns am meisten. Und nicht nur uns selber, sondern über die Jahre schaden wir auch unseren weiteren Beziehungen. Wir können ihnen nämlich nicht wirklich vertrauen, diesen Menschen, die wir in Beziehung stehen. Und ich will das mal so verbildlichen. Und zwar ist es mit Vergebung wie mit einer Wunde. Nehmen wir an, ich hätte jetzt hier eine grosse Wunde. Ich bin verletzt am Arm. Und wenn ich nichts mache, dann fängt das an zu eitern. Es wird immer schlimmer, es entzündet und es schadet mir selber am meisten. Ich habe Schmerzen, es tut mir weh. Und ich muss mich eigentlich entscheiden, um die Wunde anfangen zu pflegen. Ich muss mich entscheiden, um es zu desinfizieren, vielleicht nähen, dass es wirklich anfangen kann zu heilen. Der Punkt ist, die Wunde ist nicht einfach so geheilt, wenn ich es desinfiziert habe und genäht habe. Aber es ist eigentlich so der Startschuss, dass sie heilen kann. Und genau so ist es mit Vergebung. Oder? Vergebung ist immer eine Entscheidung, etwas loszulassen. Und mit Vergebung ist es auch so, es ist nicht direkt einfach immer gut, es kann sein, aber es ist so der Startschuss, dass du in Heilung hineinlaufen und darfst frei werden, wenn wir Menschen vergeben, wie mit dieser Wunde. Vergebung ist eine Entscheidung, dass wir loslassen. Wenn wir vergeben, die Wunde ist nicht einfach geheilt und alles ist einfach gut, sondern es ist ein Prozess, aber es ist der erste Schritt, damit sie heilen kann. Und Vergebung dient mir mehr als anderen. Und es führt dich in eine Freiheit und mich führt es in eine Freiheit. Und das ist etwas, wo du für dich kannst tun, alleine. Es ist etwas, wo wir nicht immer am Gegenüber sagen müssen, hey, ich habe dir jetzt noch vergeben. Sondern es ist etwas, was du für dich machen kannst. Ausser wir stehen in einem Konflikt mit jemandem. Wir haben eine enge Beziehung oder die Person muss es wirklich wissen. Und vielleicht sitzt du jetzt da und du sagst, ja, das klingt alles so einfach und so locker, aber wenn du wüsstest, was ich erlebt habe, vielleicht ist das schon Jahrzehnte her, wo du etwas Schlimmes erlebt hast, vielleicht ist das etwas enorm Einschneidendes gewesen in deinem Leben. Aber wenn wir die Geschichte von Josef lesen, dann sehen wir, wie Jahrzehnte später er den Brüdern wieder begegnet. Und in dieser Zeit, wo er sie nicht mehr gesehen hat, ist er Sklave geworden, Diener geworden.
Er ist unschuldig ins Gefängnis gesteckt worden und dort eine lange, lange Zeit gewesen. Und dann, irgendwann, ist vom Pharao rausgeholt worden, befördert worden in die zweithöchste Position von Ägypten. Und ich kann mir vorstellen, hey, es wäre so einfach für ihn gewesen, um es ihnen heimzuzahlen. Es wäre so einfach gewesen, um bitter zu werden, um einfach wütig zu werden. Aber Josef hat sich entschieden, dass er ihnen vergibt. Und die Brüder ihm auch. Sie haben sich vergeben. Und Josef hat es geschafft, dass sein Herz heilen konnte. Und ich glaube fest, wenn das ein Josef mit so einer Geschichte, hey, dass du das auch hast. Egal, was dir passiert ist. Weil Vergebung ist zentral im Christentum. Das Buch sagt uns, hey, Vergebung ist das Zentrale, weil Jesus hat uns vergeben. Und er ruft dir und mir zu, hey, vergebt einander. Manchmal fühlt es sich vielleicht so unlogisch an oder etwas, was man nicht machen will, aber es ist die beste Herzenshygiene. Es ist die beste Herzenshygiene, um noch mehr in eine Freiheit hineinzukommen und in das hineinzulaufen, was Gott für dich parat hat. Im Epheser 4,32 lesen wir das. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Und ich möchte dich fragen, wo hast du vielleicht noch Wunden, die noch nicht heilen können? Wo in deinem Leben sind noch offene Wunden, wo du jemandem noch müsstest vergeben? Gerade Ehe ist ein Ort, wo wir Vergebung so oft ausleben müssen. Wie ohne Vergebung funktioniert Ehe einfach nicht, oder? Wenn man es einfach so ein bisschen vertuscht und auf die Seite schiebt, hey, irgendwann kommt das alles wieder hoch und es kann eskalieren. Und darum, Ehe funktioniert nicht, ohne dass wir einander immer wieder vergeben. Und darum, wenn du noch nicht verheiratet bist, hey, es ist der beste Moment, zum Lernen Menschen vergeben. Weil in der Ehe musst du es umso mehr anwenden, wenn du tagtäglich mit jemandem unterwegs bist. Und allgemein, die Bibel ruft uns auch zu, hey, vergebt einander. Und ich glaube, Vergebung soll mehr so ein Lebensstil werden. Oder es ist ein Prozess, aber in jedem vollzogenen Schritt, den wir machen, jemandem vergeben, wird es immer einfacher und es lohnt sich so. Es lohnt sich enorm. Und vielleicht gibt es Situationen, wo es nicht so ein offensichtlicher Konflikt ist. Und dem sagt man, dass es ein kalter Konflikt ist. Und wenn ich so an einen kalten Konflikt denke, dann ist das so, wie wenn man so einen Kieselstein im Schuh inne hat. Oder sobald man die Person sieht irgendwo, dann drückt es so irgendwie, es ist unangenehm, es fängt an zu nerven, man will eigentlich einfach, dass der Kieselstein weggeht. Oder vielleicht die Person, es ist störend, aber es begleitet dich trotzdem. So ein unangenehmes Gefühl. Und gerade bei kalten Konflikten möchte ich dir zurufen, hey, lass den Kieselstein nicht im Schuh. Ich möchte dich ermutigen, zum mutig sein und dem Konflikt nicht einfach aus dem Weg gehen, so wie es die Brüder am Anfang probiert haben bei Josef, sondern um den Konflikt wirklich zu klären. Und du wirst sehen, das führt dich in eine neue Freiheit, das führt deine Beziehung in eine neue Freiheit. Kläre die Sachen. Hey, lassen wir es nicht anstehen. Dass man einfach denkt, ja, der geht durch das Büro und das Büro am Montag. Oder ich sitze in die zweite Reihe und der andere sitzt da hinten rechts. Sondern klären wir die Sachen. Und nebst Vergebung, zum Schluss möchte ich noch kurz etwas sagen zum Thema Annahme. Weil Annahme spielt auch eine grosse Rolle in Beziehungen. Wenn wir Menschen vergeben, dann ist unser Herz wieder offen, um Menschen anzunehmen. Aber ich glaube, wir alle wissen, Unterschiedlichkeiten können manchmal so störend sein. Sie können manchmal so mühsam sein. Gerade in Freundschaften, man kann einander aus dem Weg gehen, wenn jemand unterschiedlich ist. Wenn vielleicht findest, die Meinungen, die Ansichten, das mag ich überhaupt nicht. Und ich glaube, so oft schauen wir aufs Negative. Und was wir da dabei vergessen, ist eigentlich das grosse Potenzial der Ergänzung. Und ich glaube, Jesus hat uns so verschieden geschaffen, dass wir uns eben gegenseitig genau schleifen und ergänzen können und dass das ein riesiger Gewinn ist für unsere Beziehungen, wo wir manchmal am liebsten einfach aus dem Weg gehen und denken, nicht mit dieser Person. Und das Gleiche in Partnerschaften und Ehe, oder? Man kann sich manchmal vielleicht so aufregen, weil der Partner anders tickt oder anders denkt oder etwas anders macht. Aber ich glaube, manchmal kann man auch schnell vielleicht so ein bisschen ins Nörgeln hineingehen. Vielleicht noch eher bei uns Frauen. Wieso hast du das wieder so gemacht?
Oder dass man mal von anderen Leuten so einen Kommentar macht gegenüber einem Partner, der eigentlich nicht sehr respektvoll ist. Und ich würde euch bitten, schaut mir, es geht mich auch etwas an, ich bin eine Frau, schaut mir dort an und machen wir das nicht. Und gleichzeitig, liebe Männer, würde ich euch ermutigen, nehmt eure Frauen ernst, wenn sie jahrelang etwas sagen, immer das Gleiche wieder kommt. Hört an, geht dieser Sache nicht aus dem Weg. Ganz ehrlich, irgendwann kommt es an, es eskaliert. So, gehen wir die Sachen an und schaffen wir miteinander dran. Schaffen wir miteinander an unseren Herzen, machen wir Herzenshygiene. Und probieren wir einen Weg miteinander zu finden. Allgemein lassen wir Sachen nicht anstehen, seien wir ehrlich und machen wir Schritt vorwärts. Wie gesagt, ich glaube, so schnell kann man das Negative sehen. Das Negative kommt zum Vorschein. Und wir fokussieren uns manchmal so drauf, aber wir sehen das Potenzial der Ergänzung. Wie bereichernd die Ergänzung kann sein, die eigentlich Jesus geschaffen hat. Für echte, tiefe, gute Beziehungen brauchen wir ein gesundes Herz. Und ich will das kurz wiederholen. Wir brauchen immer wieder so eine Herzenshygiene. Zum einen, dass wir die Wahrheit von Gott um unser Herz herum so aufbauen, das Herz schützt, dass wir unsere Identität kennen. Zum Zweiten, dass wir Mitmenschen vergeben, loslassen und wir können heil werden. Und zum Dritten, dass wir immer mehr lernen, einander anzunehmen. Und wir haben jetzt so viel gehört, wir kommen jetzt zu der Umsetzung, wir gehen in eine Worship-Zeit rein. Und ich möchte dich ermutigen, an dem heutigen Morgen, dass du mal auf dein Herz mal genau anschaust. Dass du dein Herz prüfst und anschaust, was befindet sich in diesem Herz inne. Dass du anschaust, wo sind die Verletzungen, wo bist du vielleicht verletzt worden. Und vielleicht umgekehrt, wo weißt du, dass du gerade jemanden verletzt hast und das eigentlich nicht okay war. Ich möchte dich ermutigen, dir heute Morgen deiner Identität nochmal neu bewusst werden. Vielleicht weißt du das schon lange, das ist nichts Neues für dich. Ich möchte dich ermutigen, dir das nochmal neu zu dein Herz hineinzuschreiben. Vielleicht ist es auch dran, um in eine Seelsorge zu gehen, in eine Beratung zu gehen, wenn du merkst, du stehst immer wieder an und kommst selber nicht vorwärts. Mit genialen Männern und Frauen, die dir da helfen, zum Schritt in die Freiheit zu machen. Und ich möchte dich ermutigen, wo noch offene Wunden sind, wie klein oder groß die Wunde auch immer ist, dass du heute dir überlegst, um diesen Menschen zu vergeben, dass du den Schritt machst. Weil Unvergebenheit eskaliert irgendwann. Und du wirst sehen, wie der Heilige Geist auf deiner Seite ist, wie er dich anfängt zu heilen und weil er so viel mehr für dich parat hat. Und ich möchte jetzt zum Schluss noch beten. Darf ich euch bitten zum Aufstehen? Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen, dass du ein Gott von der Beziehung bist und dass du uns beziehungsfähig gemacht hast, dass wir das nicht irgendwie selber weiss, wir müssen erarbeiten. Ich möchte dir Danke sagen, dass du für uns gute, tiefe, echte Beziehungen vorhergesehen hast, Herr. Und du siehst unsere Herzen, Vater. Du siehst auch die Herzen da innen, die vielleicht verletzt sind. Ich bete heute Morgen, Heiliger Geist, dass du durch die Reihe durchgehst. Und dass du das machst, was du machen kannst. Dass du Menschen aufzeigst, wo da noch Sachen rum sind, zum Klären. Dass da Sachen rum sind, zueinander annehmen, zueinander vergeben. Und ich bete, Herr, dass du die Herzen in so eine Freiheit hineinsetzt. Vater im Himmel, ich bete auch, dass du jeden Einzelnen da innen segnest, einfach mit Mut, dort, wo es uns so viel Überwindung kostet. Dort, wo es einfach wehtut, Herr. Ich danke, du bist ein Gott, der uns näher ist, dass wir das nicht allein machen, sondern dass du uns so Rückendeckung gibst, Herr. Ich lobe und preise dich. Und ich möchte auch beten, dort, wo Herzen rum sind, wo vielleicht Narben haben, dass du die Herzen segnest. Das dürfen gesunde Herzen bleiben. Und allgemein möchte ich uns alle einfach segnen, dass wir dürfen der Kirche sein mit gesunden Herzen. Gesunde Herzen, die fähig sind, zum gesunde, gute, tiefe, echte Beziehungen zu leben. Amen.